Also wir zwei Hübschen sind jetzt direkt vor dem Big Ben, dem Londoner Wahrzeichen schlechthin. Da hinten hat sich also ein Inder oder irgendwas Demonstration aufgebaut. Und jetzt warten wir darauf, dass der Big Ben vielleicht schlagt. Oder so. Dabei machen wir einen kleinen Blick auf Westminster Abbey. Ja, ich hoffe, man hat was gehört. Wir haben es gehört. Das ist eine Kirchenglocke. Die klingt schöner als wie in St. Stephan. Oh. Was wie bei AC/DC, Hells Bells. Also auf zur nächsten Sehenswürdigkeit. Also wir sind hier am absoluten Wahrzeichen von London, an der Tower Bridge. Wir machen natürlich unsere super Sightseeing Open Air Bustour mit. So wie einige andere natürlich auch. Und jetzt fahren wir genau durch diese Bridge durch. Nach Abschluss von einem ereignisreichen Tag sind wir jetzt im Covent Garden gelandet. Es ist leider schon seit spät am Abend. Wir werden morgen nochmal herkommen, weil es haben fast keine Geschäfte mehr offen und das ist schon das zweite Lokal, wo sie es rausgestappt haben, wo wir kein Essen mehr kriegen. Jetzt sind wir da in so einer Pizzeria-Kette beim Bondis und ich habe Lasagne bestellt. Da kommen die Leute vom Ball. Oder aus dem Musical. Und ich habe Lasagne bestellt und die schmeckt 8,95 £. Nachdem schmeckt sie nicht, sie schmeckt wie ab 5,95 £. Nämlich wieder haben die Tiefkühllasagne. Also lieber nicht im Covent Garden essen, sondern irgendwo anders, wo es nicht so teuer ist. Was ist das lässig da? Ein riesen Frühstücksraum, aber trotzdem komplett überfüllt. Man muss echt schauen, dass man einen Platz kriegt. London Underground, sehr verwirrend, weil es gibt gelbe, lila, rosa, blaue, grüne, schwarze, graue Linien. Die fahren alle irgendwo anders hin, aber sie haben alle viele den gleichen Bahnhof. Und wir müssen jetzt da in diese gelbe eine, in diese vollgestopfte Circle Line, damit wir zum Tower kommen. Gesundheit. Tower of London, sehr beeindruckend, sehr groß. Wir waren jetzt gerade bei den Kronjuwelen, da haben wir nichts fotografieren dürfen. Und man sieht auch, der königliche Rasen muss gemäht werden von ganz normalen Menschen.
Mega. Die Raben von Dauer. Denen werden die Flügel gestützt, damit sie nicht abhauen, damit der ganze Dauer nicht zusammenfliegt. Also von Dauer direkt daher. Jetzt gönnen wir uns eine Weltklasse individuelle Reise mit dem Boot, mit dem Jason's Boat Trip. In Little Venice sind wir da. Also man sieht, das ist da schon alles unter Wasser. Und so wie meine Frau schon richtig bemerkt hat, da ist echt nicht weit und das Wasser ist warm und stinkt gar nicht einmal. Und wir werden jetzt da Kamot eine Dreiviertelstunde lang der alten Themse folgen und dann in Camp Lock aussteigen. Was das wohl zu bedeuten hat, wir sind jetzt bei den wilden Tieren, und zwar in London Zoo. Und sollen wir ein bisschen schauen, was die Viecher dann so machen. Giraffen, Elefanten und Maulwürfe und so. Gordon und seine Freundin.